Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem neuen Black Ops 2 Multiplayer-Match. Das war gerade eine Störquelle anscheinend. Und ja, sau ungebracht, ne. Ich weiß schon. Aber nichtsdestotrotz geht es heute darum, dass ich erstens mal die Gegner viel zu schlecht sehe und zweitens mal, wie es oben im Titel steht, es geht um Assassin's Creed 3. Und was ich an Assassin's Creed 3 nicht mag, ist eigentlich nur eine einzige Sache, und das ist das Kampf. Ein paar Punkte der Kampfsystematik, ja. Was? Oh, wie ich halt keinen davon erwische, hey, Wahnsinn. Ja, es ist so, einige Sachen gefallen mir bei Assassin's Creed gar nicht beim Kämpfen. Zum Beispiel, also erstmal natürlich Assassin's Creed 3. Das ganze Spiel ist super. Ich finde die ganze Story von Assassin's Creed 3 geil. Das ist das erste Assassin's Creed, das ich jetzt bewusst spiele. Die anderen habe ich eher so. Ich habe kein anderes gespielt eigentlich. Deswegen ist das jetzt das erste, wo ich wirklich spiele und wirklich dabei bin. Weil es echt ein super Spiel ist. Ja, ich musste mal die anderen auch nochmal spielen. Also Hammerding. Schön, dass da alles tötet. Und also super Spiel, aber es gibt immer noch einige Sachen, wo halt nicht so schön sind. Und das ist zum einen beim Kämpfen zum Beispiel. Ich habe jetzt zwei Gegner. Dem einen steche ich jetzt mein Messer 4-mal in seinen scheiß Körper rein und es stört nicht. Und ja, den anderen ramme ich mal kurz gegen die Wand und er ist gleich tot, ja, ist ja logisch. Also das hat mich schon verwundert, warum das immer so ist, weil ich denke mir, der müsste doch tot sein. Ich ramm ihm meine Kackmesser überall rein, warum stirbt er denn nicht? Der andere gegen die Wand gedrückt und weg ist er. Oder ins Wasser geschmissen. Ja gut, also das kann man ja vielleicht noch verstehen, ja, vielleicht können sie ja nicht schwimmen, die armen Menschen da damals, aber irgendwie kommt mir das schon ein bisschen blöd vor. Erstmal, wie ich hier spiele. Ich habe wieder, warum wechseln die bei jedem scheiß COD die Messertaste? Bei MW2 ist es auf E, MW3 ist E und hier ist es V. Ja, ist ja klar. Ist ja naheliegend. V für Fick dich. Und das ist schon ein bisschen doof und auch unrealistisch wie Ende, ohne Sau. Na, mein Gott, unrealistisch ohne Ende. So, wieder die beiden Dinger verwechselt. Weil, wenn ich einen töten will, dann schieße ich ihm nicht so wie ich. Alter! Ach, jetzt habe ich gekillt, okay, gut. Weil das kann doch nicht sein, dass ich einem 4-mal echt war. Ich habe dem 4-mal in die Schulter gestochen, in den Arm und so weiter. Und der andere, ja. Genau, sowas zum Beispiel. Oder was mich halt wirklich nervt, sind einige Gegnertypen. Die großen Dicken, die nerven mich echt, wahr. Die greifen mich an und ich verteidige mich. Und warum mache ich das eigentlich? Wenn die mir wenn die mich zusammenhauen dann, das ist, wer es nicht kennt, es gibt halt normale Gegner und dann so schwerere Gegner mit einem Rucksack hinten drauf und einem fetten Bauch und einem dicken Arsch. Und die Gegner, wenn die mich angreifen, kann ich verteidigen, aber dann schlagen sie mir ins Gesicht, ja. Das ist, oder sie halten mein Schwert mit der bloßen Hand auf, ist auch immer schön zu sehen, ja. Warum kann ich nicht einfach weggehen? Warum treffen mich die auf jedes Mal? Die treffen mich echt jedes Mal. Da kann ich wegspringen, der rutscht hinterher und schon hat er mich. Also das nervt mich wirklich saumaßen. Wow, der war gut, hey. Leck mich am Arsch. Und da muss man sagen, gut gemacht. Und ich verstehe es einfach nicht. Ja, kotzt mich an. Was war noch? Ja, genau dann nerven mich die schnellen Gegner. Also ich meine die Gegner, wo so schnell sind, ja. Also das ist, die, weiß ich nicht, die Biber-Gegner, würde ich mal sagen. Die nerven mich ja wie Sau, hey. Bei denen, die kann man nicht blocken. Wenn die angreifen und du blockst, dann weichen die aus und du bist scheiße, ja. So ist es bei denen. Schön gelöst, natürlich, ja. Also man kann eigentlich gegen die nichts machen, genau wie gegen den Typen, weil der immer noch da hinten in seinem blöden Türrahmen hockt und rausschaut. Vielleicht will er die Tür messen und kommt dann nicht weiter, aber da ist er, der Pro. Wow. Amazing. Are you seriös?
Ja, seriös, das ist das neue Ding, also auf jeden Fall verbreiten. Ja. Ach, das ist ein Deutscher, das ist ja schön. Das ist es nicht. Und was war noch schlimm? Das war's eigentlich. Also es gibt eigentlich wirklich nicht viel schlimme Sachen bei dem Spiel, außer halt eben die paar Sachen, wo ich gerade gesagt habe. Also, ja. Oh, hier vor der Checke. Jetzt kann ich ja auch von dem Thema abweichen, wenn ich fertig bin und auf das Spiel eingehen. Oh, Schnauze, ihr Mongos. Ho, ho, ho. Ja, also man wird am liebsten dann immer, ja, meine Brille juckt und ich kann nicht sprechen. Man wird am liebsten immer ähm, mit seinem Fuß mitschreiben, weil manchmal, wir haben schon mal mit Clanking besprochen, das Video kommt jetzt bald, wo es darum geht, um das Verhalten der Community in COD, und da haben wir drüber gesprochen, halt, wie sich die, ja, Typen verhalten eben. Jetzt zum Beispiel der, oh, halt die Fresse, ihr Mongos. Ja, es gibt andere, die sind nett, und es gibt halt ihn, ja. Oh, was habe ich in meinem blöden, blöden Auge, hey, gibt's das oder nicht? So, wieder ein Kill, wunderbar. Hat denn hier bloß Killstreaks oder was? Das gibt's ja nicht, hey. 30,8 ist doch eigentlich gar nicht so gut. Ich kann nicht blinzeln. Meine Fresse. Ah. Jetzt kommt halt ein Emotion Play. Oh, jetzt habe ich es immer noch im Auge. Ich schneid's gleich raus, das ganze Kackding. Ah. Es geht nicht raus. Oh, ich habe heute geduscht. Und ich dachte, ich werde wahnsinnig, hey. Dann habe ich halt das Shampoo in die Augen bekommen. Und das hat so gebrannt, hey. Das hat ja so gebrannt. Boah, hey, das hat ja gebrannt. Also, ich habe mir die Rippen gebrochen. Und da dachte ich mir, naja, das geht ja. Aber das Schmerzen in die Augen, hey, das sind Schmerzen. Das sind echte Schmerzen, ja. Also, boah, hey, da ist Kinderkriegen nichts dagegen. Nee, auf keinen Fall. Das sind ja echte Schmerzen, hallo? Ja, ich schieße am besten, wenn keiner dabei ist. Ja, vielleicht werde ich besser. Vielleicht macht mir das Spiel sogar irgendwann mal Spaß hier. Black Ops 2. Also ich hoffe es ja. Aber ich gebe den Glaub nicht auf. Es könnte sein, wenn ich mal ein bisschen besser spiele. Das kommt ja auch darauf an, wenn man im Spiel die ganze Zeit bloß Scheiße rumverliert. Das ist ja auch Kacke. Also, das mag man ja auch nicht. Deswegen könnte ich auch schlecht sein. Warum? Ja, es hängt ja auch von den Spielern ein bisschen ab. Ist der hinten wieder? Nee, gut. Natürlich, ey, was ist denn das? Das ist doch der größte Idiot auf der ganzen Welt, oder? Der hockt das ganze Kack-Fuck-Match da hinten in seinem scheiß Türrahmen und bewegt sich keinen fucking Millimeter. Warum bekommt er den und ich bekomme Gegner nicht mal, wenn ich sie Stunden vorher sehe? Ja, weil ich schlecht bin, ich weiß schon. Aber das wollte ich gar nicht hören. Ach nee, da war er gar nicht drin jetzt gerade. Ja, ganz komisch. So, wir haben gleich verloren. Das Spiel ist auch aus. Oh, schön, ein Turret-Syndrom. Ja, wie hat mich denn der Helikopter? Was hat mich da jetzt gerade gekillt? Ein Helikopter, ein Hund? Ich weiß es nicht. Ach, da kann ich auch nicht drauf klettern. Ja, habe ich gesehen, den Gegner. Habe ich gesehen? Oh, ich war doch schon 3 Meter weiter weg. Hey, gibt's doch nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Und ich versuche jetzt einen schönen Wechsel reinzubekommen, immer zwischen MW3, Black Ops, also zwischen MW2 und anderen Spielen, dass nicht immer nur ein Spiel kommt. Ja, ist ja auch im Ding. Und ich probiere mich auch gerade sogar an StarCraft 2, aber nicht aufnehmen, sondern bloß spielen. Das ist schwer genug, weil ich dachte immer, ich habe immer so eine Ding gesehen, eine Taktik, und dann klappt die gegen mich super, aber die klappt halt gegen andere überhaupt nicht. Also das ist ganz komisch. Ja, das kann ich mal euch zeigen. Vielleicht zeige ich es euch, vielleicht auch nicht. Ja, habe ich auch gesehen. Ach ja, den habe ich auch gesehen da. Ja, logisch. Das war cool, die Geräusche. Gut, das war das Match. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt so schön und tschüss, ne?